Wo Charlie die eine Stunde später vom Tim daheim wieder losgeradelt ist, hat sie das einzige Beweisstück, der tote Hamster, in ihrem Rucksack mitgenommen. Sie hat ja am Tim versprochen, den Tarzan fachmännisch zu untersuchen. Und was sie verspricht, das haltet sie auch. Besonders für den Tim, weil sie nämlich gemerkt hat, dass er nicht nur der netteste Bub aus der Elsa ihrer Klasse ist, sondern auch sonst ganz ein Herziger. Der Bert Lumme ist also ihr nächstes Ziel. Er ist der beste Freund von der Clara, vermutlich auch verliebt in sie und der netteste Polizist, den Charlie kennt. Wohnen tut er ein bisschen ausserhalb der Stadt in einem kleinen Häuschen am Waldrand. Charlie hat Glück. Die Tür zum Garten von Bert Lumme war offen. Das heisst, er ist auf jeden Fall daheim. Bert? Hallo, Bert? Ah, Sally Charlie. Ist etwas passiert oder kommst du schon den Äpfelkuchen für das Hühnerfest abholen? Nein, ich bin wegen etwas anderem da. Schau, Bert, das ist ein toter Hamster. Und was genau mit dem passiert ist, musst du für mich herausfinden. Ich vermute, er ist vergiftet worden. Überall in der Stadt sind am letzten Wochenende Hamster eingegangen. An die 30 Stück. Das ist doch komisch, oder? Und eine normale Hamsterseuche ist es nicht. So viel haben wir schon herausgefunden. Hast du einen Verdacht? Nein, eigentlich nicht. Es könnte ja eine neue Krankheit sein, aber Beweis habe ich noch keinen. Eine Krankheit, wo alle Hamster am gleichen Wochenende sterben, obwohl sie nicht im gleichen Käfig sind. Das ist verdächtig. Eben drum. Kannst du den Hamster nicht im Labor untersuchen lassen? Klar, das mache ich doch gern für dich und Clara. Nein, Bert. Damals machst du es nur für den Tim und mich. Tante Clara meint, es sei alles nur dummes Zeugs. Hirngespinst und so. Wie bitte? Was ist denn mit der los? Ist etwa der Kabinenroller schon wieder kaputt? Wenn so das wäre, sie will auch noch backen für den Schlüpftag von der Hannelore. Und du kennst ja ihre Kochkünste in der Küche. Oh je, meine. Mach dir keine Sorgen. Die Clara ist unausstehlich, wenn sie sich an einem Backofen nähern. Wenn der Schlüpftag vorbei ist und ihre Schrottkiste wieder läuft, wird sie sich schon wieder beruhigen. 30 tote Hamster an einem Wochenende. Das kann kein Zufall sein. Am nächsten Tag war dann endlich der grosse Schlüpftag. Alle Vorbereitungen zum grossen Hühnerfest sind auf Hochtouren gelaufen. Im Garten haben Elsa und Charlie einen grossen Festtisch aufgestellt. Um die 40 Gäste haben sie eingeladen. Torten und Küchen waren bestellt und von der Teppichstange quer durch den Garten bis zum Hühnerhaus und wieder zurück hat Johanna alleine gespannt für Lampion und Fähnchen in allen Farben.